schöne Empörung über eben private Posting auf Facebook gemacht und zur Kenntnis geholt und ich verstehe die Empörung. Mich fehlt aber auch, dass er versteht, wie ihn Sternen ist. Und aus den Sternen aus schierer Verzweiflung. Das ist nicht unwürdig, eine menschliche Schwäche zuzugehen. Ich wäre den, der von der Annonce, von den neuen Mesuren verzweifelt, wie ganz viel Leid hier am Land. Es verzweifelt den, wenn ihr gesagt, dass den aus dem sozialen Leben total rausgelost wird, total ausgegrenzt wird. Jetzt wie G-Regelung hecht schon nicht Ernstes. Wie dann ich als Ungeimpften, auch wenn ich mich all der testlose, zertifiziert testlose, man nicht mehr kann einen Test Kaffee trinken gehen. Ich weiß nicht, ob der das versteht. Und da wie Leute verzweifelt sind, die schaffen gehen, mit ihrer 3G-Regelung. Die mussten 22 den Monat für 25 € einen Test mehr los. Das sind 550 € den Monat. Wisst ihr, wie viele Leute kein 550 € am Monat recht tun? Wisst ihr, wie verzweifelt denn, als wir in ein Restaurant gemacht haben, an dem 10 Leute arbeiten? Und kriegt ihr gesagt, dass ein Drittel von der Klientel werde wegfallen. Weil ich sie nicht mehr kann, getestet raus, dann wir haben getestet. Wir haben das ganz seriös durchgezogen. Der Gilles Baum sagt, es sollen die Leute Luft zu leben lassen. Weil das ist genau das, was hier geschieht ist. Das ist keine Luft mehr losgeführt zu leben. Und dann die Erklärung. Leute, meine Freunde, viele von meinen Freunden, sind so verzweifelt, dass sie an ihre Message mitgedeelt haben. Dass sie lieber Corona kriegen, wie sich müssen impfen zu lassen. Und dass sie keinen anderen aus wie mir gesehen. Dass sie keinen anderen aus wie mir gesehen. Dass sie keinen anderen aus wie mir gesehen, wie sich unzustechen. Das ist aber so. Und das an dem Hintergrund, an dem Kontext, wo mein Post muss verstehen, es wäre nicht ein Post von Zynismus, es wäre ein Post von Empathie, mit meinen Freunden, die an der dort Situation sind. Ob ihr das lebt oder nicht. Es schön zum Streik und zum Widerstand. Herr Bauschluss, Herr Reding fertig, Schwester. Ich soll nicht mehr, Herr Präsident. Du nur dann. Es schön zum Streik und zum Widerstand abgerufen und das zähle ich auch nicht zurück. Manifestations- und Streikrecht hat all Mensch, auch ein Ungeimpfter. Die Freiheit vom Schwa, also Mengen etwas, was muss respektiert gehen. Und das soll ich nicht als Anti-Impf-Prediger, mir als ein Mensch, der für Liberalprinzipien steht. Den Herr Gilles Baum hat gemeint, ich sollte mir die Mission aus der Chambre geben. Ich gehe etwas ganz Ernstes, ich gehe mir Versprechen, dass ich auch weiter all den Leuten eine Stimme gebe, ob die nicht mehr gelauscht wird, die als Faschisten, Antisemiten, Akasseuren verunglimpft gehen. Leute wie Guy Kaiser, Bas Schergen, Christian Wickler und so weiter, die haut mit mir Prangerstungen am Tageblatt. Das sind keine Kasseuren, das sind keine Faschisten, das sind keine Antisemiten, das sind die empathischsten, sympathischsten Leute auf Gottes Erdboden. Die Leute, wir stehen nicht für Hetz, an Hass, an Spaltung, wir für Freiheit, an Madeneen, an für allem dem Respekt für all Mensch sei freie Schwa. So ich merci. Merci, Herr Reding. Da fehlt Herr François Bauscht fort. Präsident, ich will nicht kommentieren, wer den Herr Reding gesagt hat. Ich meine, wenn das als etwas schuldig als ob das nicht angegangen ist, für mich der größte Punkt aus von dem, was ich fand, wer publiziert wird. Nämlich, dass den NIM an Adressen von Journalisten publiziert wird, ganz gezielt auf einem Medium. Und das muss ja Grund gehabt haben. Ich wäre interessiert, was der Grund war oder seine Begründung war, für was den Journalisten öffentlich unter Pranger gestellt wird, wohl wissend, dass das natürlich mit dem Risiko verbunden war, weil doch da geschieht ja als, dass die Journalisten natürlich Stunden Bedrohungen gekriegt haben, respektiv daheim kleine Besuch gekriegt haben, von Gott weiß wie mich auch immer, da das noch nicht geklärt, mit der wird vielleicht denke nach geklärt gehen. Für die Antwort hätte ich gerne, die interessiert mich ganz stark. Ja. Die Antwort habe ich schon gegeben, die habe ich schon schriftlich gegeben. Es kommt ein Aufruf vom Tageblatt, ich weiß nicht, wie die Journalist hecht. Die mich damit konfrontiert hat, wie ein Profil Roy Reding, ob Telegram an einem Netzwerk von Ungeimpften. Ob das wirklich mein Profil wird,
Ob ich gefëssen, wat für ein komisch Leid, dat sich rumtreiben, ob ich gefëssen, dat du Fake News verbret geben. Wann de Fake-Konto von mir wie, ob ich gedenke, Strofanzeige zu stellen, aber nicht wie ich kein Verantwortung für an dem Gruppemember zu sehen. Ich schon ganz direkt ob die UFRO geantwortet. Ich habe gesagt, ja, das ist mein Profil, ja, ich bin Member an dem Gruppe, ja, ich weiß, dass an dem Forum, wie vielen anderen Forumen, komisch Leid gibt, auch komisch Meinungen vertreten gehen. Ich habe gesagt, vertraut auf meine Intelligenz zu wissen, was ich überprüfen, was ich glauben, was ich nicht glaube. Und ich habe die UFRO an die Antwort effektiv veröffentlicht. Weil ich fand, dass Leute sollen wissen, dass Politiker angeschrieben gehen, und gefragt wird, was soll ich denn Gruppe sein, was ich eine ganz schlimme Sache fand, weil das ist eine Privatsache, was für eine Gruppe da ist. Aber bon, das war effektiv der Fehler an der Live, den ich zugegeben dass ich Kopie-Kollegen mehr holen, an Signatur war mit dran. Mit Signatur war dem am Logo vom Tageblatt, ich schon nicht gelesen, was für eine Nummer da drin stehen. Es stehen dann eine Handysnummer da drin, schon das dann eine berufliche Handysnummer, also nicht ein privates Gesicht, sondern eine Signatur von der Zeitung steht. Zu keinem Moment wäre meine Intention, dem Menschen unter Pranger zu stellen oder dem seine Handysnummer zu veröffentlichen oder was auch immer. Das geschieht. Det man leet dat geschieht das mit Welt absolut nicht d'intention. Schmengen du das dann alles gesucht. Merci, Herr Reding. Es ist schon effektiv zum Streik abgerufen. Ich bleibe noch dabei. Ich fand noch als Gewerkschaften sollen nicht so losen, dass Menschen müssen bezahlen, für der verschaffen zu gehen. Wir haben einen ganz einfachen Ausweg, das ist eine 3G-Plus-Regelung, wenn wir die hätten. Und zwar sowohl auf der Arbeit wie am sozialen Leben, da wird das Problem gelöst. Und die 2G-Regel plus die 3G auf der Arbeit sind just da, und das wird ja auch offiziell gesagt, für Druck auf die Ungeimpften auszuüben, für das Leben unkamot zu machen. Das ist eine Rechtfertigung, die nicht akzeptiert werden kann. Aber nicht Member wie am Komitee von einer Gewerkschaft, hätte ich gesagt, kommt mir streiken.